willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund, munter und glücklich und schön, habt ihr auf das Video geklickt. Ja, heute gibt es mal wieder ein Video, das ich schon lange nicht mehr gemacht habe, glaube ich. Und zwar wieder mal ein Video, wo ich ein paar Fragen von euch beantworte. Ich habe mir nämlich auf Insta ganz viele Fragen stellen und ich habe gedacht, ich jetzt mal in diesem Video beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! So, wir fangen mit der ersten Frage an, und zwar, gefallen dir deine braunen Haare? Ich habe ja meine Haare gefärbt bzw. getönt. Das habt ihr ja im vorletzten Video gesehen, das ist mal da oben schauen. Ich muss sagen, ja, sie gefallen mir irgendwie schon. Also am Anfang habe ich so ein bisschen gezögert. Ich habe das Gefühl, in gewissen Lichtern sehen sie so mega rötlich aus. Egal, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, ich finde es eigentlich schön. Aber eben, es haben eh nur so irgendwie 8 Haarwäsche, von dem her ist es jetzt dann irgendwann vielleicht wieder raus. Gut, es hat schon Leute gegeben, die ihre Haare tönt und es hat irgendwie 3 Jahre gehabt oder so, darum will ich das überraschen. Wie gehst du mit dem Druck von außen um, dass du auf YouTube musst abliefern musst? Also für mich ist das jetzt nicht wirklich ein Abliefern, also weißt du, klar, ich lade ja jede Woche am Sonntag ein Video auf, oder ich probiere es zumindest, und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen ein Abliefern. Aber ich mache das ja, weil es mir Spass macht, weil es mein Hobby ist, sonst würde ich es ja nicht machen. Und darum, ich mache es eigentlich nicht gerne. Das Einzige, was halt ein bisschen scheiße ist, ist, wenn ich eben zum Beispiel am Montag Prüfung oder so habe und dann mega im Stress komme am Wochenende, weil ich halt am Wochenende meine Videos mache, schneide, aufladen etc. Aber ja, eben so einen Druck von außen, also von Zuschauern so, habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Höchstens halt eben von der Schule oder so, oder von mir selber halt, weil ich dann so viel zu tun habe. Was haltest du von dieser Homeoffice-Sache? Ich muss wirklich sagen, ich persönlich finde es so nice. Ich weiss, es gibt mega viele Leute draussen, die es mega scheiße finden, aber ich habe es viel, viel lieber. Ich kann meine Zeit selber einteilen, wenn ich was mache, abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht mal ab und zu muss genau dann online sein, weil Präsenzunterricht ist. Aber sonst, ich habe es so viel lieber, weil sonst du hockst einfach bis um 4 in der Schule, so oder so. Und jetzt kann ich mir halt Zeit selber einteilen. Jetzt kann ich selber sagen, ob ich jetzt produktiv bin oder nicht. Und kann ich, jetzt habe ich viel mehr Motivation, weil man nebenbei nachher essen und alles. Könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, für die Schule, Homeoffice die haben. Oder ja, vielleicht auch die von die aus arbeiten müssen. Kannst du bitte mal Storytime-Videos machen? Ich würde so gerne mal Storytime-Videos machen. Ich finde das mega nice. Ich schaue das selber mega gerne, so Storytime-Videos. I don't know, doch, ich hätte eigentlich schon ein paar Storys, wäre lustig. Könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr mal wollt, dass ich ein Storytime-Video mache. Ich würde es eigentlich mega gerne mal machen. Kritisierst du deinen Körper oft? Also ich muss sagen, vor irgendwie, kann ich 1,5 Jahren oder so, habe ich schon hart meinen Körper kritisiert. Ich habe mich so fett gefühlt, ich habe irgendwie alles an mir hässlich gefühlt, meine Nase, meine Oberweite. Und jetzt zum Glück nicht mehr. Oder eigentlich fast nicht mehr. Also klar, es gibt manchmal Momente, wo man sich jetzt nicht so schön findet. Grundsätzlich fühle ich mich eigentlich viel mehr wohl in meinem Körper. Aber klar kritisiere ich manchmal auch Sachen an meinem Körper. Ihr wahrscheinlich auch da draussen, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Von dem her ja. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Ich habe meinen ersten Kuss, glaube mit... Also ja, es kommt darauf an. Ich habe im Kinski auch meinen ersten Kuss so gehabt, aber ich zähle das jetzt ehrlich gesagt nicht als mein erster Kuss. Und mein erster richtiger Kuss, das war auch mit meinem ersten Freund, das war mit 13 oder 14. Ich weiss eben nicht mehr, wann das war, aber irgendwie so mit 13, 14. Was hast du als Kind für Mist gemacht? Lustiger Mist. Ich habe die Frage gelesen und mir ist so eine nice Story in den Sinn gekommen. Ja, jetzt kommen wir zu Storytime. Nein, und zwar ich und meine Cousine, wie alt sind wir etwa? 8. Irgendwie so. Wir waren am Flohmarkt und meine Mama hatte auch einen Stand gehabt und ich und meine Cousine, wir haben es ein bisschen langweilig gefunden und sind halt dann innen so ein bisschen rumgelaufen. Dann sind wir dort so ein bisschen innen aus dem Markt gegangen, dann einen Steg rauf und dort oben hat es halt eine Kille. Und ja, dann sind wir dort raufgekommen und dort oben war einfach ein Hochsitz in dieser Kille. Und wir halt voll nice, oder? Aber wir haben es irgendwie nur so halb gecheckt. Es hat einfach dort Buffet gehabt. Also richtig nices Buffet, oder? Könnt ihr euch vorstellen, ich, 18-jähriges Mädchen, gesehen essen, ja. Mich absolut am reinbiegen, haben es richtig nice gefunden. Auf einmal kommt so ein Dude zu uns und dann hat er uns mitgenommen und hat uns zu allen Leuten dort angestellt, weil es hat ein Foto gegeben, ein Hochzeitsfoto. Und das Ding ist halt, die Brut hat gemeint, wir sagen vom Bräutigam und der Bräutigam hat gemeint, wir sagen von der Brut. Heisst, wir sind jetzt irgendwo auf einem Hochzeitsfoto von irgendeinem Brautpaar. Ich würde das Bild so gerne mal sehen, aber ich habe halt keine Ahnung, wer der geheiratet hat. Aber es wäre sicher mega lustig, aber ja. Was hast du vor, nach dem Gymnasium zu machen? Ja, die Frage wird mir auch mega oft gestellt. Und ich glaube, ich habe vor einem Jahr noch komplett anders geantwortet. Wahrscheinlich werde ich in einem Jahr auch wieder anders antworten. Ich bin ja in
bisschen mehr als ein Jahr fertig mit dem Gymi. Jetzt gerade ist eigentlich so ein bisschen der Plan, dass ich einfach mal ein Jahr oder ein halbes Jahr mal so ein bisschen selbstständig probiert zu sein, mit YouTube, mit Social Media, mit allem möglichen. Und ja, ich würde einfach mega gerne das alles mal so ein bisschen ausleben, weil ich kann das jetzt und kann ich gar nicht pensioniert bin, kann ich das nicht mehr. Und keine Ahnung, ich brenne einfach für das, es ist mein Hobby, ich mache das so gerne. Es ist halt cool, wenn man so die Möglichkeit hat, mit seinem Hobby auch Geld zu verdienen. Ja, dann habe ich einfach gedacht, dass ich das vielleicht mal ein Jahr mache oder ein halbes Jahr oder so. Oder was die andere Möglichkeit wäre, ist, dass ich irgendwie so auch ein halbes Jahr oder ein Jahr in auf Lausanne gehe oder so. Und sonst, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber was ich eigentlich nicht so Bock habe, ist studieren, weil ich habe die Schule jetzt schon da oben und lernen und alles. Ich bin eigentlich froh, wenn ich das ganze Lernen hinter mir habe. Hast du einen Freund? Hoi Nati, gibt es wieder mal ein Fan-Treffen? Ja, ich würde so gerne wieder mal ein Fan-Treffen machen oder ein Zuschauertreffen. Ich finde das irgendwie, ich habe das ja im September habe ich das gemacht. Ich habe auch eigentlich mal gesagt, dass ich mit 10'000 Abonnenten dann eins mache. Schön, dass das stattgefunden hat. Nein, keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall cool, wir wieder mal eins machen, aber nicht alleine. Ich will wahrscheinlich dann eben mit dem Adi und Milo und sonst noch wer alles will dabei sein, eins machen. Wenn ihr Bock habt auf das, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Wieso hast du deinen Joker nicht mehr an? Ist mir aufgefallen. Stimmt, Alter, du bist ja schon lange dabei. Ich habe eine Zeit lang, wenn ich das irgendwie in jedem Video angehabt, den Joker, also sonst im Alltag. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, wieso ich den nicht mehr anhabe. Ich kann es sonst mal für dich holen. Das ist mein wunderschöner Joker, Alter. Ich weiß gar nicht, ob mein Hals mittlerweile zu fett geworden ist. So, da ist mein Joker, mein schön geliebter alter Joker. So, das wären schon wieder alle Fragen gewesen. Ich sehe gerade, mein Akku ist gerade absolut leer und darum muss ich jetzt präzisieren mit dem Outro. Ich weiß gar nicht, ob sich das Video überhaupt gelohnt hat, weil ich habe mir überlegt, dass ich wieder mal ein paar Fragen beantworten könnte. Aber ich mache mir gefühlt jeden Abend einen Stream, also einen Livestream auf Insta und es nicht immer Fragen beantwortet, darum, naja, egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Dann sage ich, sehen wir uns am nächsten, also an dem Sonntag wieder. Tschüss!